Es ist also schwierig, wenn Mia hier vorne gestanden ist, dass die Energiekurve nicht zusammenfällt, nachdem sie von der Bühne ist. Merci vielmals, Mia. Ich gebe mir also Mühe. Hä? Guten Morgen. Ich habe zum Beginn wieder mal eine Frage und ist eigentlich in einer Kirche so rhetorisch, dass ich denke, komm jetzt rein. Aber ich stelle sie trotzdem. Und zwar, die Frage lautet, glaubst du an Wunder? Darfst du schon nicht Nein sagen in der Kirche, gell? Aber glaubst du wirklich an Wunder? Ich möchte heute Wunder, glaube ich, ein bisschen testen, okay. 3 kleine Storys und dann entscheidest du, glaubst du das wirklich oder nicht. Story Nummer 1, die gab einen Film dazu, Miracles from Heaven. Das ist die Geschichte von Anna, von einem Mädchen, das ziemlich früh schon, ich weiß nicht, wie alt sie war, 6, 7, 8 Jahre alt. Sie ist in einer christlichen Familie groß geworden, es waren 3 Kinder und die Anna war, glaube ich, das Jüngste, egal. Und sie hat so eine ganz schwere Verdauungsstörung irgendwie entwickelt. Sie konnte eigentlich nur noch ernährt werden auf künstliche Art und Weise. Niemand wusste genau, was los ist und so. Und dann geschah etwas, dann hat sie einen ganz schlimmen Unfall gehabt und wurde nur knapp, kam sie mit dem Leben davon. Das war auch ein Wunder, dass sie überhaupt überlebt hat. Und das Crazy an der ganzen Sache ist, dass nachdem sie diesen Unfall überlebt hat, war das Verdauungsproblem weg. Wahr oder falsch? Glaubst du das? Ja, easy, gut. Okay. Zweite Story. Wer schon davon schon gehört hat, das werden wahrscheinlich ein bisschen weniger Leute sein. Im Mai 2003 kam ein Kind gesund auf die Welt, das in der Leber der Mutter vom befruchteten Ei zum Kind sich entwickelt hat. Irgendetwas hat mich irritiert, aber macht nichts. Genau, es ist erst das 4. Kind überhaupt, war es damals, 2003, ich weiß nicht, wie es weiterging, dass eine solche Schwangerschaft, die heißt ektopische Schwangerschaft, wussten sicher alle vorher schon, überlebt hat. Lala war 2,8 Kilo schwer und hat nach 2 Tagen angefangen, selber zu atmen. Sie ist in der Leber der Mutter gewachsen, dort hat sich die Plazenta eingenistet und sie hat es überlebt. Was denkst du, wenn du das hörst? Ganz ehrlich, was denkst du? Ja, das ist doch Fake News, oder? Und dann gehst du so, das stimmt wirklich. Also alles, was man wissen kann, das ist wirklich passiert. Und der Arzt hat auch gesagt, she's the real thing, she's a miracle baby. Das ist ein Wunderkind. Okay, wer glaubt das? Ja, jetzt, wo ich so viel gesagt habe, es stimmt wirklich. Es ist also kein erster Brüllscherz. So, gut. Lasst uns euren Wunderglauben noch ein bisschen weiter stretchen. Und zwar, dieser Mann hier, das ist Smith Wigglesworth. Der ist total abgedreht. Wer hat schon von ihm gehört? Smith Wigglesworth. Geschichten, die glaubst du gar nicht. Nur was der macht, sollte man nicht wiederholen. Der hat manchmal, wenn er für Kranke gebetet hat, weißt du, was er gemacht hat? Er hat sie in den Magen geboxt und nachher waren sie geheilt. Das ist wirklich wahr. Jetzt gibt es eine Geschichte von ihm, wo er für einen Mann gebetet hat, der keine Füße hatte. Und die Geschichte geht, dass während des Gebets die Füße nachgewachsen sind. Wer glaubt das? Man kann es nicht nachweisen. Ich merke, wenn ich das lese, dann denke ich, ja komm jetzt. Also ich meine, da hat sicher viel crazy Dinge, aber wirklich wahr so. Ich meine, ich bin ja ganz ehrlich, also es gibt Dinge, so, da kommt unser Verstand ein bisschen an den Rand, oder so. Ja, ist das wirklich möglich? Und das passt bestens zu Pfingsten. Weil bei der ersten Pfingsten, vor 2000 Jahren, als der Heilige Geist gekommen ist, wir schauen uns das gleich an, da ging es auch einigen Leuten so, dass ihr Verstand sozusagen außer Rand und Band geriet. Ich mache diese Hip-Hop-Sound, es reimt sich irgendwie alles im Moment. Der Verstand geht außer Rand und Band. Anyway, lasst uns eintauchen in den Text und ein bisschen schauen, was da abgegangen ist an der ersten Pfingsten und wie das Leute an den Rand ihrer Verstandeskapazität gebracht hat. Wenn die Bibel da hat auf Papier, darf die gerne aufschlagen. Die wichtigsten Teile des Textes sind hier vorne, Apostelgeschichte 2, mal Vers 1 bis 5. So. Dann heißt es hier, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Ganz wichtig, waren ja nicht einfach so, ja, lass uns mal ein bisschen Pfingsten feiern, die waren 10 Tage schon am Beten. Ich weiß nicht, ob den ganzen Tag, aber die waren an einem Ort zusammen und das war kein Zufall. Vielleicht haben sie auch nur die regelmäßigen Gebetszeit, also 3., 6., 9. Stunde beachtet, aber sie waren schon 10 Tage seit Abend waren sie dran, an einem Ort waren sie da. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt
und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. So, wir haben den Text schon so oft gehört, wir lesen das einfach. Aber hast du verstanden, was hier geschieht? Stell dir mal ein bisschen vor, du sitzt jetzt da mit diesen, ich glaube es waren 120, egal, vielleicht waren es auch noch mehr Leute, so. Und dann kommt das Brausen eines Sturmes, das Rauschen einer Monsterwelle, so wird es beschrieben, und ein prasselndes, loderndes Feuer und alles in einem Haus. Also die waren in einem Haus. Und es muss wirklich ein unglaublich furchteinflößender Moment gewesen sein. Und es war 9 Uhr am Morgen, da sind viele von uns noch nicht einmal wach. Ja. Und dann erhebt sich dieses ganze Gebrabbel in Dutzenden von Sprachen. So. Das ist nicht so, ja, Apostel 2 kennst du, das ist der Wahnsinn. Das ist out of da dreht es irgendwie am Rad. So. Einfach so war es. Und genau das geschieht dann ja auch. Das war nicht, dass die Leute, die eine eins Pfingsten. Das heißt dann, es geht weiter. Genau. Als aber dieses Geräusch, dieses Rauschen der Monsterwelle, dieser Sturm im Haus entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle die da reden Galiläer, also aus dem Norden von Israel, wo wir dachten, die Ungebildeten? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Und dann kommt diese ganze Aufzählung, die habe ich Ihnen hier weggelassen. Ich zeige euch nachher lieber die Karte mit all diesen Nationen. Genau, am Schluss heißt dann, und Kreter und Araber auch noch. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Und dann kommt es nochmal, sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag das wohl sein? Die waren komplett am Rand, was hier geschieht. Andere aber sagten spotten, sie sind voll süßen Weines. Immer eine gute Idee, wenn keine Ahnung hast, du einfach spotten. Ja, auch eine Strategie. So, einfach damit ich diese Nationen vorlesen musste, das waren so die Sprachen, die sie gesprochen haben. Also eigentlich jetzt außer Griechenland da, warum das nicht steht, weiß niemand so ganz genau. Alle Sprachen der damals bekannten Welt, außer natürlich dann von noch der nördlichen Teil des Römischen Reiches. Arabisch, Ägyptisch, Libyen, haben sie alles gesprochen. So, einfach aus dem Nichts. Und der Punkt ist, dass da nicht alle, die da dabei waren, begeistert waren. Die waren eher entgeistert. Die waren komplett irgendwie durch den Wind. Es werden die Reaktionen beschrieben. Vielleicht habt ihr schon ein bisschen gehört beim Lesen. Und ich habe gedacht, ich zeige euch mal ein bisschen, wie das aussieht hier. So, das sind so die Reaktionen auf Pfingsten, auf den Heiligen Geist. Bestürzt, entsetzt, Verlegenheit, Spott. Und ich mit 3 Minuten ein bisschen mit Wortstudie werde ich euch belästigen. Ja? Okay. Das erste Wort, das dort steht für bestürzt, das heißt eigentlich verwirrt oder in Aufruhr versetzen. So. Also die waren völlig, what the freak, was geschieht hier? Und ich habe nur so gedacht, ich meine, wir als Kirche in unserer westlichen Kirche versuchen ja oft uns sehr stark in die Kultur einzupassen, oder? Und wir haben auch gute biblische Gründe, weil Paulus sagt, wir sollen dem Juden ein Juden werden, dem Griechen ein Grieche, aber der gleiche Paulus sagt im gleichen Brief, im 1. Korinther nämlich, wenn wir vernünftig waren, also dem Jude ein Jude, dem Griechen, waren wir für euch. Wenn wir aber außer uns waren, das Wort, das so in Ekstase waren, waren wir für Gott. Also Paulus kann auch unvernünftig, ja. Aber ja, ich denke, manchmal wäre es gut, als Kirche würden wir ein bisschen mehr für Aufruhr sorgen und es nicht immer so schön einpassen in alles. Nicht, weil wir unbedingt müssen, sondern weil manchmal ist es genau das, was der Heilige Geist in uns tun will. So, das ist so. Das zweite Wort heißt dann, ich glaube, es steht entsetzt hier, oder? Heißt den Verstand verlieren. Jemand in unvorstellbares Staunen versetzen, verwirren, verblüffen, verrückt sein, außer sich sein. Das ist das Wort, oft die Reaktion auf die Wunder von Jesus, steht genau das. Die Leute waren außer sich. Die haben gesagt, wir verlieren hier den Verstand. So. Und dann stehen noch ein paar andere Worte, die auch heißen, sich wundern, völlig ratlos sein, völlig verwirrt sein oder eben dann haben sie gespottet. So, wer hat es im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist schon mal erlebt? Dass er ein bisschen verwirrt oder skeptisch oder ratlos war. Wer hat das schon mal erlebt? Doch, es war ihn. Das macht er eben so, der Heilige Geist. Ich kann mich gut erinnern, jemand habe ich auch schon erzählt, als ich vor vielen, vielen Jahren so langsam den Heiligen Geist kennengelernt habe. Und ich war richtig hungrig und angefangen, alles auszubilden. Da ging ich natürlich mal in die Pfingstgemeinde in Olten. Weil bei uns im Ländli damals hieß es, ja, Pfingsten musst du aufpassen.
gefährlich so. Und ich wollte wissen, was da läuft. So. Und habe einen Pfingstler kennengelernt, der hat Jesus so gern gehabt, das muss irgendwie von Gott sein. Bin ich rein in diesen Gottesdienst, das war die Gemeinde, wo, genau, da war noch nicht Rolf, der Papa von Lydia da, sondern es war noch Armin Reichenbach, war der Prediger. Und dann haben die Anbetung gemacht, fand ich super, so Hände in die Höhe und so. Und dann plötzlich sagt er, und es waren viele Leute, und jetzt fangen wir alle an, in Sprachen zu beten. Ui, und dann ging auch eine Monsterwelle los, ich bin zu Tode erschrocken. So, wirklich so, boah, und das, wow. Was läuft? Ich war völlig außer mich. Ich habe das noch nie gesehen, noch nie gehört. Jetzt kann man natürlich diskutieren, erst können die finden, das lassen wir heute. Aber der Heilige Geist tut manchmal Dinge, die uns ein bisschen an den Rand bringen. Das war am Pfingsten so und das bleibt die ganze Geschichte hindurch so. Der Heilige Geist ist kein Kuscheltier. Und egal ob linke oder rechte Gehirnhälfte, wenn der Heilige Geist kommt, dann kommt unser Verstand einfach an seine Kapazitätsgrenzen. Und das ist wichtig und das ist gut. Und ich möchte ein paar Takte darüber sagen. Weil als Jesus kommt, gibt es eine Explosion dieser übernatürlichen Phänomene. Ich meine, wenn du die Evangelien liest, dann das fängt schon an mit Engeln, die überall sind und bei einer jungen Frau auftauchen und dort Dinge sagen, dann singen sie noch und loben Gott und sind bei den Hirten und dann werden Dämonen ausgetrieben. Und ich denke, das lesen wir so, Dämonen werden ausgetrieben. Weißt du, wie das tönt? Ich mache es nicht vor. Aber weißt du, wie das tut? Da wird geschrien und Leute am Boden und Schaum aus dem Mund. Und mir ist wieder so schön gemütlich Gottesdienst. Es gab so, ich meine, ich finde es auch ein bisschen lustig, als diese ganze Toronto-Segen, weiß aber noch, was das ist. Gut, als der losging, da gab es auch viele Fragen und so. Und dann hat Tiki Küstenmacher wirklich die beste Karikatur gemacht. Weil sich viele aufgeregt haben, dass plötzlich alles so wild ist. Und man kann sicher Fragen stellen, auch das lassen wir heute. Das heißt, die Kirche von Gott, das ist noch gut, da muss ich nicht mehr beurteilen, oder? Es ist seine Kirche, nicht meine, das ist super. Genau, und dann hat er eine Karikatur gemacht, da hast du so einen normalen Gottesdienst gesehen, wie alle gesessen sind. Und eine Kamera und einen amerikanischen Fernsehreporter. Und er hat gesagt, ich zeige euch heute ein Phänomen, das ist viel erstaunlicher als die Toronto-Segen, es ist die totale Erstarrung. Und ich fand das recht treffend. So, wenn man so die Neue Testament liest und dann schaust du unsere Gottesdienste an, niemand muss jetzt rumschreien, das ist okay, aber einfach, ich fand es so treffend, oder? Wenn der Heilige Geist kommt, der Geist, der die ganze Welt gemacht hat, und der sucht im Raum in unserem Leben, dann darf es auch mal ein bisschen, kann es auch mal ein bisschen wilder sein, so. Das darf sein, genau. Was habe ich hier noch aufgeschrieben? Genau, dann gab es Leute, also gut, eigentlich 1,5 Personen, die auf dem Wasser gelaufen sind, also Pilz ist schon nicht so lang gelaufen. Genau. Oder dann im Pfingsten, wo Menschen in Sprachen reden, die sie nie gelernt haben. Das ist ja das, was hier beschrieben wird. Sie reden eine Sprache, die sie nie gelernt haben. Und das ist so ein Phänomen, das war in der Apostelgeschichte das häufigste Phänomen. Wenn der Heilige Geist kam, dann haben die angefangen, es heißt in Zungen, sagen einige. Aber es ist ein bisschen unglückliche Übersetzung, weil Zunge und Sprache ist im Griechischen das gleiche Wort. Und Zunge tönt schon so ein bisschen komisch, oder? Also sie haben einfach eine Sprache gesprochen, die niemand kennt oder die sie nicht selber gelernt haben. Und Paulus beschreibt das im Korintherbrief und sagt, das können Sprachen von Engeln sein, also die wirklich niemand versteht, so dass man im Himmel redet und so. Ich glaube nicht, dass dort Hebräisch gesprochen wird, wie einige denken, aber das werden wir dann sehen. Und dann, gut, wir werden die neue Erde, nicht die Himmel am Schluss, aber anderes Thema, gut. Also Sprachen der Engel und, also wir haben schon Himmel, aber nur zwischen Ihnen und nachher kommen wir auf die neue Erde, das meine ich. Sprachen von Engeln, sorry. Oder es sind eben Sprachen von Menschen. Das sind Sprachen, die Menschen verstehen. Und das geschieht am Pfingsten. Die haben eine Sprache, die sie nie gelernt haben, haben die gesprochen. Und das werde ich auch nie mehr vergessen, diese Story. Und die ist, also wie ich auch weiß, wirklich passiert. Ein sehr gescheiter Mann, der Theologiedozent war, Professor für Altes Testament, der konnte Hebräisch. Der hat von diesem Sprachenreden und so gehört und ist dann in einer Gemeinde. Und dann hat eine völlig ungebildete Frau hat Hebräisch neben ihm gebetet. Und er so, what? Und dann hat er gemerkt, wahrscheinlich ist das schon, weil die konnte kein Hebräisch. Also es können Sprachen sein, die Menschen auch verstehen. Das ist eher selten der Fall, jetzt auch gerade, wenn man die Bibel weiterliest, sind es oft einfach wie, ich bete zu Gott in dieser Sprache. Deswegen sagt Paulus sagt, das ist eine Sprache, die wir nicht gelernt haben, aber wenn wir das machen, dann erbaut uns das selbst, dann gibt uns das geistliche Kraft, dann bringt uns das in die Gegenwart von Gott. Und es geht irgendwie am Verstand vorbei. Es kommt direkt aus dem Herzen, aus dem Geist in den Mund und wir lassen es raus. Der Verstand ist nicht beteiligt. Paulus sagt, der Verstand ist fruchtleer. Also das heißt, da passiert nichts. Ich weiß noch gut, als wir angefangen haben in der Jugendgruppe, Gott's mit Losse.
Als wir angefangen haben in der Jugendgruppe, vor vielen Jahren, wir waren ja so ein bisschen berüchtigt im Ländli in Oberreggen, das sind die, die in Sprache beten dort sollten, genau. Haben wir angefangen damit einfach das zu versuchen, haben darum gebetet, hatten so eine Sehnsucht nach Gott und dann habe ich mal darüber geredet, habe jemand gesagt, weißt du, du kannst in dieser Sprache beten und dann eben Zeitung lesen. Das geht, weil das geht nicht über den Kopf. Und dann haben wir für ihn gebetet und er hat dieses Sprachengebet bekommen und dann ging er nach Hause und hat gesagt, das funktioniert. Ich kann Zeitung lesen und nebenan in Sprachen beten, das geht. So, also der Verstand ist nicht beteiligt. Das heißt, es geht irgendwie direkt aus unserem Geist, unserem Herzen, in unserem Mund und es baut uns auf. Darum sagt Paulus dort, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen betet, noch viel mehr prophetisch redet, aber wir sagen immer wieder, jetzt muss ich aufpassen. Genau, nicht jeder muss, aber alle müssen dürfen. Danke vielmals. So, nicht jeder muss, aber alle müssen dürfen. Also Paulus sagt, ich wünsche mir, dass wir das alle tun, weil es uns aufbaut, weil es wie ein Türöffner ist in die übernatürliche Welt. Und dieses Phänomen ist in der Apostelgeschichte das deutlichste Zeichen, dass der Heilige Geist kommt. Und das ist das neue Normal in dieser Zeit, in der Jesus uns hineingeführt, in dieses messianische Zeitalter. Ist das neue Normal, dass ganz viele Dinge geschehen, die unseren Verstand ein bisschen demütigen. Als Jesus gefragt wird von den Jüngern von Johannes, ob er jetzt wirklich der Messias sei. Ich meine, Johannes, der arme Kerl, hatte das gepredigt, aber dann war er im Gefängnis und du kennst so das schwierige Ding und hat Gott wirklich das gesagt? Er schickt seine Jünger zu Jesus und Jesus sagt, was siehst du? Lahme gehen, Blinde sehen, Taube hören. Also das Zeichen der messianischen Zeit, das Zeichen, dass Jesus wirklich da ist, dass diese übernatürlichen Dinge geschehen. Das ist nicht so irgendwo noch unter ferner Liefen. Jesus sagt sogar, ich habe mal eine Predigt gehalten darüber, wenn ich keine Wunder tue, dann glaubt mir nicht. So, sage ich mir, das wäre eine Ansage für uns. Ja, mit Leuten, die nicht an Jesus glauben oder noch nicht, so unsere erweiterte Familie und sagen, wenn wir keine Wunder tun, glaubt uns nicht. So, das würde ich so, gut. Also, aber Jesus hat das gesagt. So, und da kommt unser Verstand an die Grenze. Und warum? Ich möchte ein bisschen ganz kurz da rein. Warum ist denn das so? Es war schon zu Pfingsten so, aber es gibt bei uns noch ein paar Dinge, die sind ein bisschen verschärft. Und ich glaube, ein ganz großes Ding, und da hat Gott, habe ich das Gefühl, mir gesagt, darüber soll ich heute Morgen reden, weil er da etwas ändern möchte, ist unser rationalistisches Weltbild. In der Zeit, in der wir leben, so wie unsere Schule funktioniert, wie wir gelehrt werden, wie unser ganzes technologisches Zeitalter funktioniert, alle Dinge, die man nicht messen kann, alle Dinge, die man nicht in einem Experiment wiederholen kann, das wäre eigentlich naturwissenschaftliches Denken, die werden ausgeblendet. Die sind totale Randphänomene. Und das ist am Christentum, an unserem Glauben nicht spurlos vorbeigegangen. So wie früher vielleicht so der heidnische Aberglaube rund um das Christentum zu gewissen Dingen geführt hat, wo sich Dinge gemischt haben, also Christentum und noch ein bisschen, was weiß ich alles, komische Dinge. Und wir denken, ja, das ist früher, ja, bei uns ist es genau gleich. Einfach ist bei uns nicht der Aberglaube im Umfeld, sondern eher dieses rationalistische Weltbild. Und das hat sich vermischt bei uns. Unser Glaube ist sehr rationalistisch. Das Übernatürliche hat es unglaublich schwer. Und deswegen ist unser Glaube auch abgeschwächt worden. In diesem aufgeklärten Weltbild wird der Heilige Geist auch oft in der Kirche stiefmütterlich behandelt. Ich meine, wenn du Menschen fragst, mal unter Gott dem Vater kann man sich vielleicht noch was vorstellen, Jesus so ist, aber im Heiligen Geist ist das so ein gasförmiges Wirbeltier. Was läuft? Was ist das? So. Und weil wir in diesem Weltbild aufgewachsen sind, verdrängen wir auch oft die andere Seite, das Dämonische an den Rand. Ich meine, wir reden wenig in der Vineyard Olden darüber. Es gibt auch Gründe. Wir wollen dem Bösen nicht einen hohen Stellenwert geben. Jesus hat das Böse nicht gesucht, aber wenn es sich gezeigt hat, dann hat er gesagt, fort, adi, tschüss, und dann ist es gegangen. Aber wenn wir das nicht wissen, dass wir in einer Welt leben, wo es auch diese unsichtbaren Mächte des Bösen gibt, dann hast du für gewisse Dinge keine Erklärung. Warum ist es denn oft so, dass wenn Menschen einen Schritt im Glauben vorwärts machen, dass dann sofort crasht irgendwas rein, Krankheit, irgendwas crasht. Warum? Weil es umkämpft ist. Wenn du für jemanden betest und plötzlich schreit er dich an, du lügst, das ist mir passiert, dann musst du ein bisschen wissen, okay, das kann ich jetzt nicht mit Psychologie erklären. Oder wenn du mit Jugendlichen einen Alpha-Kurs machst, du redest über den Heiligen Geist und plötzlich schaut dich einer der Jugendlichen völlig böse an und denkst, was ist jetzt passiert?
dann musst du wissen, dass es diese Welt auch gibt. Und dann müssen wir wie sagen, okay, wir haben diese Kraft von Gott, wir gehen da rein. Unser Weltbild blendet gewisse Dinge wie aus und unser Verstand hat deswegen eine viel zu überschätzte Funktion. Die Bibel sagt, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Es heißt nicht, gebrauche nicht deinen Verstand, okay? Es gibt schon Leute, die denken, du solltest jetzt vielleicht ein bisschen mehr studieren und nicht denken, du brauchst mehr Glauben. Aber anderes Thema. Aber wir sollen uns nicht auf den Verstand stützen. Übrigens habe ich herausgefunden, die Bibel sagt in Hiob, dass Gott sogar dem Hahn einen Verstand gegeben hat. Vielleicht überschätzen wir so diesen Verstand ein bisschen. Auch noch mal ein anderes Thema. Aber wir sollen uns nicht stützen auf den Verstand. Das steht, ich kann euch sagen, wo? Hiob 38, 36. Gott hat dem Hahn auch einen Verstand gegeben. Das ist wahr, im Fall, steht wirklich dort. So, jetzt über das Gendern reden, Maria. Gut. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Ich sage, das ist mir ganz wichtig. Ich glaube, es ist heute Morgen unglaublich wichtig, diesen Satz zu verstehen. Glaube ist nicht unvernünftig, aber er ist übervernünftig. Glaube ist nicht unvernünftig. Wir sollen Dinge zu denken versuchen. Wir dürfen unseren Verstand gebrauchen. Wir sollen ihn brauchen, aber das reicht nicht. Wie heißt es schön in diesem Segen, oder? Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, bewahre eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Der Glaube an Jesus ist übervernünftig. Der Verstand ist gut, solange er nicht der Chef ist, sondern der Diener. Und sobald wir den Verstand, das, was ich denken kann, das, was mir vernünftig scheint, an die oberste Stelle packe, dann wird es schwierig. Ohne dieses übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes, dass unser Verstand auch mal den zweiten Platz einnehmen kann. Darum finde ich das Sprachengebet so cool, weil ich als gerne denkender Mensch eine Zeit habe, wo mein Verstand keinen Plan hat, was hier passiert. Also wenn wir unseren Verstand nicht auch mal auf die zweite Stelle setzen können, dann fehlt unserem Christentum ein bisschen der Rums, so dieses. Oder wie es Lydia so schön sagt, unsere Welt ist viel zu zerbrochen, als dass wir nur nett sein können. Nett sein ist gut, aber wir brauchen dieses Hineingehen in diesen Risikobereich des Übernatürlichen, des Heiligen Geistes, wo unser Verstand manchmal nicht genau weiß, was passiert. Das ist ein Grund. Ein zweiter ist, vielleicht denken einige, ja, aber René. Und dann kommt halt die zweite Geschichte, unsere negativen Erfahrungen. Damit meine ich jetzt nicht schlechte Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, sondern dass ich gesagt habe, ich habe es versucht, da reinzugehen, aber Gott hat einfach nichts getan. Und das ist dieses Schmerzhafte, dass in diesem Bereich uns die Kontrolle entgleitet. Ich kann nie sagen, wenn ich für einen Kranken bete, was als nächstes geschieht. Und das ist schwierig. Und dann haben wir viel Erfahrung gemacht, die für uns schwer sind. Aber lass mir dir etwas sagen, was ich auch glaube, was einfach nicht mehr so in der Zeit liegt, nicht mehr so sexy ist, aber so wichtig. Unser Glaube muss auf dem ruhen, was die Bibel als neues Normal beschreibt und nicht meine Erfahrung. Unser Glaube muss auf dem ruhen, was die Bibel als neues Normal beschreibt und nicht auf meiner Erfahrung. Lass deine Erfahrungen, egal wie schwierig sie auch waren, nicht definieren, wer du bist und was du tust. Wenn ich das getan hätte mit 17, dann es trügt mir die Tränen in die Augen. Das war so wichtig zu sagen, nicht meine Erfahrung. Ich gehe in diesen risikobehafteten Bereich von Heiliger Geist. Wenn du jetzt nicht kommst, dann bin ich wirklich aufgeschmissen. Lass deine Erfahrung nicht definieren, wer du bist und was du tust. Wenn du Erfahrung gemacht hast und sagst, hey, ich habe es ja versucht, es hat nicht geklappt, versuch es noch einmal. Wir kommen gleich drauf, versuch es noch einmal. Lass diese Erfahrung nicht deine Zukunft definieren. Es ist so viel. Ich meine, das Bild haben wir schon so oft gebracht, aber es ist wirklich so. Es ist wie diese Tür zu Narnia, oder? Dieser Wandschrank. Du machst diese Tür auf und dann manchmal macht und hinten ist die Wand, nichts passiert. Aber manchmal machst du die Tür auf und hinten kommt dieses Zauberland und Menschen werden verändert, diese Welt wird verändert, was Neues kann wachsen und ich habe keine Ahnung, warum ich manchmal und warum ich manchmal dort durchkomme. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, es gibt Leute, die wissen es ganz genau, aber denen glaube ich nicht mehr. Lass deine Erfahrung nicht definieren, was dein Normal ist. Ich weiß, als ich sehr jung war, habe ich eben in diesem Camp 1987, haben mir Leute erzählt, dass durch Gebet Kranke geheilt werden können. Hinter diesem Sender. Also Gott noch sicher nicht.
Aber ich wurde ein Durstiger. Ich hatte so Sehnsucht. Ja, ich habe versucht, auf dem Wasser zu laufen sogar. Und es hat nie funktioniert. Aber ich wollte einfach irgendwie diese Wunder erleben, da habe ich mich auch lächerlich gemacht. Ottmar, mein Schwager und ich haben oft, beim Pool sind wir reingerannt, wir sind jedes Mal untergegangen. Aber die Haltung stimmt. Jedes Mal, vielleicht ist das beste Bild, zum Beispiel, was ich wollte sagen. Wenn du 100-mal ersoffen bist, einfach wieder probieren. Nicht wirklich beim Laufen übers Wald. Ich glaube, da braucht man einen Auftrag, einen Grund. Ich sage, waren 1,5 Personen bis jetzt in der Weltgeschichte, die es geschafft haben. Aber lass uns da reingehen. Und da ist eben nochmal der Schmerz, dieser Schmerz, dass ich einfach immer wieder in diese Wand laufe, dass diese Tür aufgeht, er gehört dazu, er gehört zu diesem Schatz in irgendeinen Gefäßen, dieser zerbrochenen Existenz, die wir führen als Christen in dieser Welt. Das ist einfach Teil vom Deal. Wer sein Leben behalten will, wer immer schön sicher spielen will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, wer ein Narr sein kann für Christus, der wird es gewinnen. Und dann kommt das dritte hinein, nebst dem Weltbild der Erfahrung, ist halt schon unsere Bequemlichkeit. Jeder denkt, boah, es war ein schöner Ort zum Sehen. Boah, war das jetzt gut. Ehrlich, wer hat das gedacht? So, ist einfach schön. Ich meine, perfekt, oder? So stellst du dir die Pension vor, oder? Gut. Wunder, also lang. Wunder sind immer mit Anstrengung und Engagement verbunden. Diese Leute hier, die haben nicht einfach gesagt, lass uns mal Pfingsten feiern. Die haben schon 10 Tage, waren die sehr oft am Beten. John Wimber, diese Story, die kennen viele von uns, hat in seiner Gemeinde 10 Monate lang jeden Sonntag für Kranke gebetet und niemand wurde geheilt. 10 Monate lang hat er sie zum Affen gemacht in der Gemeinde. Und nach 10 Monaten, ich erzähle die Geschichte nicht mehr detailliert, wurde die erste Person geheilt und dann war die Tür wie offen und das war Teil seines Lebens. Meine Frau hatte ja Neurodermitis. Als sie mich geheiratet hat, hat es begonnen. Da kann er jetzt auslegen, wieder weit. Ich sage einfach, sie hat meinen Schweiß nicht vertreibt, das war meine Theorie, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir haben jahrelang immer wieder gebetet und so viel Enttäuschung erlebt. Und dann habe ich an einem Sonntagmorgen hier gepredigt, also hier, das war nach drüben gepredigt und einfach auch die Geschichten erzählt, wo Gott nicht geheilt hat, weil ich das wichtig finde. Und dann hatte ich den Impuls, lass uns nach dem Gottesdienst noch einmal für Sibyl beten. Und wir haben gebetet und seit da ist das Neurodermitis verschwunden. Aber es waren Jahre, wo wir gebetet haben. Warum? Haben wir dort mehr Glauben gehabt? So nicht. Ich weiß nicht, ob wir andere mehr Glauben gehabt. Ich glaube, es liegt nicht daran. Diese Gebetsreise in Marokko, wo ich erzählt habe, das ist dann nicht, Gott lass es regnen und jetzt gehen wir wieder Netflixen. Das waren stundenlang im Auto. Gott, mach etwas. Und nach 3-4 Stunden, da bist du durch. Da hast du gesehen mit Betten. Wisst ihr, was ich meine? Es geht nicht um eine Leistung daraus zu machen, aber es ist immer verbunden mit Engagement. Will ich es wirklich? Gott scheint ein bisschen zu schauen, wie groß ist der Glaube. Will ich es wirklich, da reinzugehen? Kennt ihr die Geschichte von Blumhardt in Möttlingen? Wem sagt das etwas? Das war so ein Pfarrer und der hat so eine Gemeinde gehabt, wo die Leute während der Predigt eingeschlafen sind. Das ist mir so manchmal passiert, aber wer weiß. Und dann hat er wirklich, er hat angefangen zu beten und dann hat er sich in eine Frau, die war dämonisch belastet und der hat ich glaube es waren 18 Monate, 2 Jahre gebetet, gefastet, es war wild, bis nach eben 18 Monaten, 2 Jahren dieser Dämon aus der Frau ausgefahren ist und die hat geschrien, Jesus ist Sieger, dass das ganze Dorf es gehört hat. Und es hat eine Erweckung begonnen. Und Blum hat ein Lied geschrieben, die Eltern uns mögen es kennen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Kennt das noch jemand? Dass Jesus siegt, bleibt. Das war aus dieser Erfahrung. 2 Jahre lang musste er dranbleiben. Wenn der Geist kommt, dann sprengt das unsere Routine, dann braucht das Aufwand, dann ist das nicht immer nur lustig. Ich weiß nicht, John Wimbers Story, als der Heilige Geist zum ersten Mal am Muttertag in der Vineyard kam. Es gibt ein Video, willst du den Link posten jetzt nächste Woche? Lydia schickt noch den Link, man kann es ja heute jetzt dank AI übersetzen lassen. 10 Minuten müsst ihr euch reinziehen, wie John Wimber das erzählt. Wie er einen jungen Mann einlädt in die Gemeinde zum Predigen und dann sagt er, komm Heiliger Geist und dann ist einfach Krüsi-Müsi. Dann war irgendwie Kreuzbiegen und wirklich wild und John Wimber hat dann mit Gott gesprochen, ja Gott, warum bringst du meine Gemeinde durcheinander? Und Gott hat dann gesagt, seit wann ist das eigentlich deine Gemeinde? So. Genau, es ist seine Gemeinde, er kann machen, was er will, aber auch da, wenn der Heilige Geist kommt, bringt er Dinge in Bewegung und das ist nicht immer ganz easy und einfach.
Ich bin ein Mensch, der gerne Dinge im Griff hat. Und wenn es ums Übernatürliche geht, habe ich gar nichts, aber auch gar nichts im Griff. Und deswegen ist es oft schwierig, da reinzugehen. Und da glaube ich, hat Gott heute Morgen für uns eine Einladung. Wir leben in einer Gesellschaft, die es total verlehrt hat, ohne Sicherheitsgurt und doppelten Boden zu operieren. Wir sind so sicherheitsversessen. Und es gibt Orte, wo es ja gut ist, wenn man ein bisschen sagt, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Aber beim Heiligen Geist, glaube ich, stimmt das nicht. Ich glaube, wenn es um den Heiligen Geist geht, dürfen wir nicht auf sicher spielen. Denn dort ist er nicht zu finden. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen wirklich ein paar Dinge tun möchte in uns. Gerade wenn es um diese Geschichte geht, wie ich reagiere, wenn der Heilige Geist ungewöhnliche Dinge tut. Bin ich dann entsetzt oder bin ich dann auch ein bisschen peinlich berührt, spotte ich über die Christen, die sich komisch benehmen, oder die Haltung von Jesus wäre eben eine andere, die er vorschlägt. Die Haltung, die er vorschlägt, wäre Durst zu haben danach. Wenn jemand Durst hat, sagt Jesus, so komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Körper, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Und wir möchten sicher beten dann auch noch um Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber ich habe 3 so kleine, große Schritte, zu denen ich einladen möchte. Und ich hoffe und glaube, dass Jesus es war, der gesagt hat, ich möchte euch dazu einladen. Magst du aufstehen? Das erste, wozu ich dich einlade, das muss nicht alle 3 Dinge tun, aber vielleicht ist eines besonders wichtig, ist etwas, was ich als junger Mann gemacht habe. Weihe Gott deinen Verstand. Was heißt weihen? Weihen heißt, dass ich Gott sage, mein Verstand soll dir dienen. Er soll nicht mein Sicherheitsbedürfnis bedienen, er soll nicht meiner Sicherheit ganz grundsätzlich dienen, er soll dir dienen. Ich habe deswegen Theologie geschrieben, weil ich gesagt habe, Gott, ich glaube, ich kann nicht schlecht denken, ich möchte es dir weihen. Ich glaube, es ist ganz ein wichtiger Schritt zu sagen, dieser Verstand, den Gott mir geschenkt hat, der soll nicht der Boss sein, dass ich alles so vornehm distanziert ein bisschen anschaue, sondern soll der Diener sein von Gott. Und wenn das für dich eine Challenge ist, dass du sagst, alles, was nicht in meinen Verstand geht, geht gar nicht, dann ist einfach die Einladung, du musst nichts tun, als Gott es einfach sagen und dann gespannt sein, was er tut. Er hat seine Wege, glaub mir. Und wenn wir ihm etwas weihen, ich weiß auch als junger Mann, es klingt doch ein bisschen komisch, ich glaube, ich habe ihm meine Gitarre geweiht. Ich habe ihm gesagt, was ich mit meiner Gitarre tue, Gott, das soll dir dienen. Und es ist ein Riesengeschenk für mich, dass ganz viel, was ich mit meiner Gitarre getan habe, wirklich ihm gedient hat. Ich hatte nie das Bedürfnis, irgendwie auf einer Bühne zu stehen, das habe ich gar nicht gekannt. Ich hatte immer das Bedürfnis, wenn ich spiele, dass Gott kommt. Wenn wir ihm etwas geben, was er uns geschenkt hat, dann kann er kann den Wert vermillionenfachen. All das, was wir bekommen, aber ganz besonders heute, wenn du ein denkender Mensch bist, und es ist wichtig, wir brauchen Menschen, die geradeaus denken können. Wirklich. Aber dann weih Gott deinen Verstand. Das Zweite, bewusst heute Morgen zu sagen, dass ich Gott und dem, was er sagt, mehr vertraue als meinen Erfahrungen. Viele von uns haben Erfahrungen gemacht, gute, schlechte, spielt gar keine Rolle. Aber lass diese Erfahrung nicht definieren, was du tust in der Zukunft. Sein Wort, das, was er sagt, muss definieren können, was unser neues Normal ist. Und das Dritte, lass es dich etwas kosten, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, diese übernatürliche Kraft zu sehen. Ich weiß, Stefan Odonu hat einmal gesagt, dass er für eine Zeit lang, dass er für jede Person, die ihm sagt, dass sie einen Schmerz, eine Krankheit, dass er für die betet. Und ich glaube, das ist wirklich durchgezogen. Das ist für mich wirklich Next Level. Aber hört Stefan einmal zu, wie er irgendwann am Bahnhof 2 Minuten für jemanden betet und die Frau kommt nachher an seine Tür, ding dong, Gott hat alles verändert. Es hat ihn etwas gekostet. Das ist übrigens das, was Jesus so sagt, was Nachfolge heißt. Wer mir nachfolgt, verliert sein ganzes Leben und wird es wieder gewinnen. Gibt es einen Schritt, wo du merkst, der würde mich wirklich etwas kosten?
Zum Beispiel lade ich jetzt für alle 3 Dinge hier euch ein, nach vorne zu kommen. Wenn du sagst, ich möchte einen dieser Schritte tun und das kann auch etwas kosten, mache ich mich jetzt um. Blöd Mann, blöd Frau. Das war auch gut Gender. Dann komm, wenn du merkst, einer dieser Schritte ist für dich wichtig, komm nach vorne. Ich möchte wirklich einfach Raum schaffen, dass der Heilige Geist diese Dinge tun kann, die er tun will. Lasst uns aufhören, auf sicher zu spielen.